Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt können wir auch hier reingehen. Wo willst du denn hin? Na da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Arschloch, ich bin Schürfer und ich hab Durst. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Arschloch. Okay, da gehen wir mal da rein. Da haben wir noch den Baal Isidro, den wir ausplündern sollen. Da können wir uns jetzt auch hier wieder unser bessere Novize-Rock anziehen. Mordrak ist hier. Ein Senjan. Hallo Mordrak. Auch wenn ich dich verkloppt habe. Das war ein guter Kampf. Die Schmerzen werde ich noch tagelang spüren. Aber jetzt ist gut. Aber jetzt ist gut, genau. Laris hat noch eine Neuigkeit für dich. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Okay, na dann. Da hätte man das hier geklärt. Senjan. Hallo Senjan. Sprichst du mit uns? Oh, da ist noch ein Cypher. Und hier ist ein Senjan. So, du kommst aus der freien Mine. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Okay, mehr kennen wir anscheinend nicht mit einem Schwätzer, oder? Ich will nur mit dir retten. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ach Gott. Ja, erstmal nochmal Schlückel Wein gezwirbelt. Ich will trotzdem mit dir sprechen. Nochmal? Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Alab, dann halt nicht. Wie sieht's dann mit dir aus, Cypher? Oh, mit dem kann ich jetzt noch retten. Okay. Und wie sieht's dann mit dem hier aus, Silas? Hallo. Wie läuft's denn so? Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Okay, ich will was trinken. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Gut, er hat noch ein bisschen Erz. Er hat ein paar Dietriche für uns. Und er hat einen Heiltrank. Er hat ein Schlückel Weih. Brot kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Gebrotenes Fleisch ist Quatsch. Haben wir schon mehr als genug. Aber Brot können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Gerade mal gucken, wie viel habe ich dann an Brot. Okay, das war das, was ausreicht. Käse brauchen wir noch für die Waffe. Ja, also ein bisschen Nahrung sammeln müssen wir so oder so noch. Schauen wir mal, was wir dem dafür verticken können. Ja, tausche Nahrung und Erz gegen Scheißdreck. Aber gut, wenn die das alles hier durchgehen lassen, dann bitteschön. Jetzt da was im Wert von 3. Haben wir dann keine Nahrung, die 6 Erz wert ist. Gerade mal Lucky machen. Haben wir dann nichts hier? Fast 6 Erz? Ah, natürlich, die Traube, aber die brauche ich noch. Tja. So. Dann brauche ich nur noch eins für ein Erz. Hat er irgendwas für ihr? Einen Erz oder so? Ja, hier ein Pfeil. Gut. Perfekt. Da habe ich ihn jetzt auch um sein Zeug erleichtert. Dann könnte ich nur mal gucken, ob ich hier reinkomme. Geht das, ohne dass ich verkloppt werde? Okay. Das geht tatsächlich, ohne dass ich gleich verdrosche werde. Dann sollte ich vielleicht hier nochmal speichern. Und, wie sieht's aus? Okay, links, rechts, links, links. Sehr schön. Da kriegen wir reine Alkohol, Reis und Reisschnaps. Okay, also wie es aussieht, braut er den Scheiß hier selber. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Gut. Produziere können wir hier leider nichts, glaube ich, wenn wir Alchemie machen. Jeremiah, hallo. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Okay, also er brennt's und Silas vertickt's. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Okay, immer hier. Und was kannst du mir über den ekligen Reislord sagen? Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus.
um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reichslord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Okay, jetzt wissen wir aber Bescheid, wie wir ihn rumkriegen. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie... Okay, Ist auch das ganz hatten wir gut. schon. Das hatten wir schon. Na gut, jetzt haben wir die Info, die wir wollten. Jetzt kann ich nur noch mal gucken, dass ich hier... Oh ne, der steht wieder auf. Ja. Falsches Bett, oder was? So. Hey du! Was schleichst du da rum? Lass mich doch. Wenn es mir Spaß macht. Okay. Und jetzt wieder. Hey du, was schleichst du da rum? Okay. Dann halt nicht. Euch rahme ich irgendwann später noch aus. Das kriegen wir noch hier. Wir kommen, ach, nochmal hier vorbei. Das passt schon. Okay. Wie sieht es dann hier aus? Hier sind noch ein paar Bandite. Die betrinken sich anscheinend hier auf der Veranda. Finde ich aber auch schön, wenn man hier so einen Biergarten hat. Man will ihn nicht immer nur direkt ohne bei der Kneipe an der Schankstube sitzen, hier direkt am Tresen. Man will ja auch so einen schönen Biergarten haben. So, dann könnte ich jetzt hier nochmal speichern. Aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht soweit. Und habe jetzt den Kniff, um Horatio rumzukriegen, dass er mir nochmal gratis 5 Stärkepunkte beibringt. So, du siehst dann sehr glücklich aus. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Okay. Zeig mir noch mal, was du hast. Zeig mir, was du hast. Hier, Okay, der hat nur hier von dem Kruscht was. Okay, wie sieht das aus? Ich sag dir was, du hast ein Problem. Baal Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Lass uns lieber über was anderes reden. Tja, ich könnte es für dich verkaufen, gegen Beteiligung, ne? Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Dann trink doch noch mal einen auf meine Rechnung. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Ja. Machen wir nochmal ein bisschen besoffener. Jetzt pumpt er das hier wieder ab, indem er hier schön noch in die Knie geht dabei. Und überlegst du doch mal. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Okay, dann quatschen wir nochmal mit ihm, weil 200 Erz Hämmer im Sack. Deswegen kriegt er das jetzt erstmal hier. Bitteschön. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, ich kriege durch seine Ware 300 Erz Zeig mir, was du zurück. hast. Hier, Ja, meine 200 Erz, die will ich nämlich auch wieder. Und die 50 Stängel Sumpfkraut, die kann ich ja jeweils für 10 Erz hier an die stinknormale Bandite und so verticken. Insofern, du komme ich auf jeden Fall noch auf meine 500 Erz. Denn der 200 haben wir eigentlich auch eine recht gute Wahl getroffen. So, das heißt immer wieder, wenn wir im neuen Lager sind, ich kann pro Tag halt immer ein Sumpfkrautstängel an einen Bandit und einen Söldner verkaufen. Jo, dann kann ich jetzt hier ein kleines Geschäft aufziehen. Aber vorher muss ich ein bisschen Kruscht verkaufen hier. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier von meiner verschiedenen Sache... Oh ne, das Schattenläuferfell würde ich eigentlich ganz gerne erstmal mal behalten. Kann ich mir jetzt hier nochmal die alte Schundwaffe... Die alte Schundwaffe kann ich jetzt auch nochmal verkaufen. So. Zum Beispiel hier, was haben wir dann hier? Blutfliegenstachel, das kommt weg, das kommt weg. Die Stachelkeule kommt weg, die sind alle schlechter als die Axt, die ich derzeit schwing.
2. Moment, das kriegen wir nochmal hier. Das kriegen wir hier. Wie machen wir das jetzt? Da haben wir noch 2 verschiedene. Sind wir doch bestimmt auch noch kruscht. So. Hammer. Können wir auch nochmal verkaufen. Teller, komm, einen behalten wir einfach nochmal so, weil wir es können. Und dann zack und zack. Ja, Mist. Das ist wieder ein Erz zu viel. Da müssen wir jetzt halt wirklich drauf achten, dass es genau passt. 7 Stück. Es ist irgendwas im Wert von 14 hier. Ja, okay. Hier und hier. Nee, das ist auch einer zu viel. Im Wert von 6 ist sowieso immer schwierig zu finden. Deswegen gibt es nochmal 6 Pfeile aber drauf. 1, 2, 3. So. Nee, 3 Pfeile sogar. Okay. Gut, perfekt. Jetzt habe ich meinen Kruscht wieder. Sorry. Mann. Sharky, den hatten wir schon. Cypher, und da oben sind noch bestimmt noch ein paar Banditen, wo ich noch Sumpfkraut loswerden kann. Dann können wir noch zu Lares gehen und die Situation ist soweit. Ist soweit erledigt. So, ich habe noch Sumpfkraut für dich. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind... Wenn du So, mal... ich überspringe das Gelaber jetzt einfach mal, weil das ist ja immer nur so, ja, wenn was hast, gib nochmal Bescheid. So, bitteschön. Bla bla bla. Und die kriegen jetzt auch nochmal ein bisschen was von dem Zeug. Bitteschön. Willst du einfach... Ich freue mich halt echt, wie die Typen das Zeug nicht loswerden, weil, klar, im richtigen Leben wäre es ja wohl wirklich so, dass man die Leute einfach auch quatscht, wenn sie halt nicht zu dir kommen, wenn sie nicht Stammkunde sind, dann muss man die Leute halt auch quatschen. Und dann verkauft man halt was für 10 Erz. Und wenn die ansonsten dann Mucke machen oder so, jo, dann halt nicht. Und sonst, wie viel Uhr haben wir es denn jetzt gerade? Ah ja, 1:17 Uhr, sehr schön. Ja, ansonsten würde ich halt auch noch sagen, es gibt bestimmt Leute, die wollen mehr als nur einen Stängel haben. Und da kann man bestimmt auch ein bisschen mehr verkaufen an die Leute. Okay, jetzt geben wir das nochmal die 400 an Lares. Okay, da sind wir bei 800 Erz, die ich dann insgesamt so habe. 800 und ein paar zerquetschte. Aber ihr wollt doch bestimmt Sumpfkraut, oder? Nee. Wollen sie nicht, okay. Dann kann ich aber, ja, der hockt noch da und racht kräftig. Dann kann ich bestimmt auch so zu ihm rein, ne? Ja. Gut, Lares, wie schaut's aus? Lares, sprich bitte mit mir. So. Ich habe die 400 Erz. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Okay, reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Ja, das ist halt schon etwas schwierig. Weil ohne zu wissen, wie es weitergeht, kriegt man hier keinen Tipp. Das ist schon etwas dämlich gelöst. Wenn man halt... Oh, Lares ist wieder aufgewacht, wie es aussieht. Ja, wenn man halt weiß, was Sache ist, dann kriegt man das auch hier. Die Sache ist halt, dass die im neue Lager nur aufnehmen, wenn man ihnen von sich aus die Versorgungsliste aus der alten Mine gibt, die ich bei Diegos Vertrauensprüfung abholen muss. So, jetzt pennen wir erstmal bis zum Morgen. So. Und ja, wie gesagt, wenn sie die Liste haben, dann wird die modifiziert für Ware, die sie noch gebrauchen können. Und dann wäre ich aufgenommen, weil ich halt das alte Lager ordentlich abgezogen habe. So, jetzt können wir noch ein bisschen Sumpfkraut verticken. Bla bla bla. So. Du können jetzt halt immer wieder irgendwas verkaufen hier von dem Zeug. Warum? Frag mal! Frag mal! Genau, die anderen Jungs. Ja, ich spiel schnell. So, da krieg ich jetzt auch nochmal was. Und das ist halt die Aufnahmeprüfung fürs neue Lager. Man muss die Versorgungsliste aus der alten Mine von der Vertrauensprüfung vom Diego an Lares weiterreichen. Dann kriegt man dementsprechend auch hier die Aufnahme. Aber das will ich ja nicht. Nee. Bla bla, interessiert mich gerade nicht. Hier ist egal, hier geht's zu dem Magier hoch. Da mag ich auch noch nicht hier. Dort darf ich auch noch gar nicht hier. Das darf ich auch erst, wenn ich hier zu irgendeiner Fraktion gehöre. Söldner, du kriegst auch noch ein bisschen Sumpfkraut. Warum? Frag mal! So, wie sieht's bei dir aus? Dir kann ich doch auch Sumpfkraut verkaufen, oder? Jawohl, der kann auch. Willst du... Gib her, wenn du... Sehr schön. Gut. Ich mache jetzt hier nochmal einmal die große Runde und verticke nochmal mein Sumpfkraut an die Jungs hier. Und dann schauen wir weiter. Dann kann ich wieder zurück marschieren. Und zwar muss ich dann zur alten Mine gehen.
Weil dort kann ich noch dafür sorgen, dass ich die Liste kriege. Und dann ist es halt ziemlich endgültig. Dann ist es halt wirklich altes Lager oder neues Lager für mich. Aber ich würde sagen, es ist einfach so, dass es bisher immer Käse hat oder fast immer Käse hat, dass ich mich im alten Lager anschließen soll. Und das werde ich auch machen. Ich denke, der Entschluss ist ziemlich sicher. Bisher hat noch niemand die 3 Stimmen überbieten können, sodass es Käse hätte. Ich sollte mich unbedingt jetzt als Kämpfer im neuen Lager anschließen. Die allermeisten haben jetzt gesagt, was siehst du, die allermeisten bei nur 3 Stimmen ist es etwas redundant. Aber für meine Verhältnisse ist es wie bei anderen, wenn sie 30 Stimmen abgeben hätten. Also bisher habe ich 3 Stimmen nach wie vor fürs alte Lager und als Magier. Und ich habe eine Stimme für Kämpfer und neues Lager. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mich im alten Lager anschließen. Okay, den hatten wir schon. Mit dem ist nichts weiter anzufangen. Bandit, du kriegst noch Sumpfkraut. Hier oben waren noch, glaube ich, ein paar Jungs, oder? Die kann man nicht quatschen. Den kann man auch nicht bequatschen wegen Sumpfkraut. Und da oben stehen noch so 2 Hand. Ah, da sitzen auch noch 2. Okay, ihr kriegt auch noch was. Zack. So, sehr schön. So kriegt man auf jeden Fall auch sein Erz zusammen. Am nächsten Tag, wenn ich mal wieder im neuen Lager bin, kann ich auch nochmal verkaufen. Und dann ist gut. So, bitteschön. Und du auch noch. So, bitteschön. So, dann, du Typ da drinnen. Du magst bestimmt auch noch was. Oh, Bruce, wer bist denn du? Habe ich mit dir schon gesprochen? Aber ich kann Sumpfkraut verticken. Ich habe ein bisschen Sumpf. Klar, wenn du mal... Okay, nee, der scheint wohl nicht besonders wichtig zu sein. Dumm. Bei dem kann ich Akrobatik lernen, mache ich aber nicht. Und bei den glatzköpfigen Zwillinge hier kann ich auch noch was verticken. Nee, anscheinend nicht. Bei dir kann ich nichts verticken? Nö, okay. Dann hatten die schon. Kann ich wohl nur innerhalb von 24 Stunden wieder was verkaufen? Okay, ich bin über alle gesprungen, Glück gehabt, ansonsten hätten die mich wahrscheinlich echt verdroschen. Aber nee, Quatsch. Bei Gothic ist es egal. Nur kann ich theoretisch auch hier... Dummer Bandit! Juckt hier kein Schwein. So. Ansonsten... Ja, geht's jetzt wieder runter. Dann schaue ich mal, ob ich da unten auf der Reisfelder eventuell noch was verkaufen kann. Wir haben es jetzt 9 Uhr morgens. Das heißt, die ganzen Bauern sind eh wieder bei der Erwart. Und für mich geht es als nächstes auf jeden Fall erstmal zu Horatio. Und von dem werde ich mir noch ein bisschen Stärkepunkte... Moment, gerade mal gucken. Jupp. Von dem werde ich mir noch ein bisschen Stärke leeren lassen. Die 20 Stärke, die ich derzeit habe, sind ja nur aufgrund von dem Ring, den ich zurzeit trage. Und ja, bei denen kann ich auch noch was. Jawohl. Ich hab's. Warum? Frag mal. Kann ich da mal vorbei? Die finde ich ja am besten immer, wenn es um sowas geht. Ach ja. Wie dem auch sei. Das nächste wird für mich die alte Mine sein. Und von dort aus kümmere ich mich dann darum, dass ich die Liste krieg. Und mit der Liste im Gepäck werde ich dann die Vertrauensprüfung für Diego ablegen. So, Horatio. Ich habe noch über die Sache nachgedacht. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ah, jo, mit der Info jetzt. Hier. Ja, ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich wäre ein Fertigmacher, wenn man dabei hilft. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Sehr gut. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Okay, danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ja, gut, danke Frankenstein. Dann gehen wir mal weiter. Er sieht schon ziemlich verschroben aus, der Typ. Was mit dir? Der Reichslord. Okay, mit dem kann ich jetzt mal irgendwas labern. So ein dummer Hund.
Dann gehen wir mal weiter und wieder zurück. Ich will jetzt zur alten Mine gehen. Wie gesagt, da hole ich mal die Liste und die bringe ich dann Diego. Weil ich denke, die Entscheidung ist schon ziemlich eindeutig. Ihr wollt, oder 3 Leute wollen, die mir hier fest zugucken, wollen, dass ich Magier spiele und nur eine Person wollte, dass ich hier in dem Sauhaufe-Lager hier unterwegs bin und als Kämpfer mich verdingen, beziehungsweise als Bandit und dann als Söldner. Bitteschön, für dich gibt es noch Sumpfkraut. Für euch 2 gibt es auch noch ein bisschen Sumpfkraut. So, bitteschön. Klar, wenn du mal... So. Und du siehst auch so aus, als wolltest du unbedingt was haben. So, hier. Gut, das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. 1047 habe ich und wenn ich Sumpfkraut habe, kann ich sie jederzeit an die Type verticken. Ausgezeichnet. Das heißt, jetzt geht's erstmal hier zu der Blutfliege noch. Da haben wir nämlich auch was gelernt. Deswegen sollte ich hier nochmal speichern. So. Die Sache mit Horatio haben wir glücklicherweise auch geklärt. Und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Blutfliegenkeiler. Ups. So, komm her, du. Mistvieh. Okay. Also ich muss sagen, dann ziehe ich mittlerweile auch ordentlich ab. Ups. Ey. Zu viel auf einmal. Uiuiuiui. Zu viel von deinen Biester. Huiuiui. Okay, die verziehen sich erstmal. Oh, hopp. La. Komm her. Ups. So. Noch ein Treffer und dann war's das mit mir. Aber die Blutfliege schwirrt glücklicherweise darum. Jetzt kann ich mal endlich so ein 2 von deinen Tränke kippen. Wir haben auch lang genug gewartet, bis wir das mal hier kriegen. So, Blutfliegenstachel A, nur für 25 kann ich die verticken. Aber egal. Die Technik, die ich gelernt habe, die war umsonst. Insofern, wir nehmen alles, was wir verumme kriegen. Gerade in so einer Gefangenenkolonie nimmst auf jeden Fall alles, was kriegen kannst. Und wir nutzen das Wissen selbstverständlich auch. Komm her. Komm her, du. Letzter deiner Art. So. Zack, zack. Das war der letzte seiner Art hier im, oder vorm neue Lager. Gerade mal gucken, wo haben wir es dann? Wir sind Stufe 6 und haben 21 Lernpunkte. Damit können wir auf jeden Fall noch was anfangen. Da drüber waren wir schon. Ich glaube, da drüber geht's zur verlassenen Mine. Nicht zur verlassenen. Warum will ich immer verlassene Mine, Sarah? Egal. Zu dem anderen Typ wollte ich noch gehen. Zu dem Aidan oder wie er Käse hat. Der vorher nicht mit uns gelabert hat, als wir des Nachts mit Mordrak hier unterwegs waren. Aber vielleicht spricht er ja jetzt mit uns. Falls er nicht wieder irgendwo im Gebüsch hängen bleibt oder so. Oder im Zaun oder wo es war. Hängt er noch im Zaun? Nee. Da ist er. Hi Aidan. Und er ist uns anscheinend nicht wütend, dass wir seine Truhe geplündert haben. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Okay. Ah, scheiße. Aber der kann uns nichts mehr beibringen. Das war genau dasselbe Zeug, was uns die anderen 2 vorm alten Lager wohl beibringen konnten. Na gut. Schade, schade. Hätte ja sein können. Aber ich glaube, in der Mine gibt es noch welche, die uns Tipps zum Ausschlachten von Viecher lehren können. Vor allem was Minecrawler angeht. Weil die Minecrawler-Zange, dafür kriegen wir ja von Korkalom irgendeine schöne Belohnung in Form... Was ist du irgendeine? Kriegen wir eine schöne Belohnung in Form von Mana-Tränke. Und ansonsten gibt es noch jede Menge andere Kruscht. Ich glaube, die Zange. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Zange auch von einem Minecrawler nehmen kann. Das muss ich nochmal gucken. So, zack, zack. Okay, nur einer hat mich getroffen. Sehr schön. Also die Blutflieger sind auf jeden Fall lukrativ. Deswegen nehmen wir, was wir da kriegen können. Da geht es direkt auch wieder ins neue Lagerei. Die werden uns auch dankbar dafür sein, dass ich hier ihr Flusssystem etwas sicherer mache. So, da drüber hat man noch Mallrats. Da fließt noch ein Fluss. Da geht es direkt zum alten Lager. Wenn ich dem Fluss folge, dann geht es so direkt zu dieser Brücke, wo ich ganz am Anfang drüber gelatscht bin, um ins alte Lager zu kommen. Ui. Bei Mallrats sind wir mittlerweile ein One-Hit-Wonder.
die können wir jetzt mittlerweile schlichtweg one-hitten. Ja, natürlich den Schaden, den wir ausdehnen, der kommt zum größten Teil über unsere Waffe, aber unsere Stärke wird natürlich mit einberechnet in den Schaden, den wir so machen. So, hier habt ihr noch eine schöne Höhle. Also theoretisch hätte die Kolonie wirklich genug Höhle für Leute, die aussteigen wollen und sich einfach hier selber ihren Lebensunterhalt verdienen wollen und um ihr eigenes Überleben kämpfen wollten. Natürlich, in Gruppe ist der Mensch selbstverständlich stärker, das ist ja klar. So, ein Höllepilz gibt es auch noch oben drauf. Aber es gibt natürlich genug Leute, wie der andere Hansel, der jetzt in dieser Höhle beim alten Lager gelebt hat, in relativ steiler Hanglage. Aber ja, sowas gibt es halt immer wieder. Leute, die aussteigen, die nicht zu irgendwelche Gruppierungen gehören wollen und ja, dafür gibt es dann halt sowas. Solche Höhle. So, also auch bei Scavenger sind wir mittlerweile nach wie vor die One-Hit-Wonder. Scavenger und Mole Rats machen uns mittlerweile nicht mehr so viel aus. Das ist natürlich perfekt. Und zur alten Mine geht's da entlang. Da würde ich sagen, mache ich die Scavenger noch platt. Auf dem Rückweg von der Auf dem Rückweg von der alten Mine zum alten Lager muss ich natürlich auch nochmal hier den Weg vorbeigehen. Und da lohnt es sich dann später nochmal vorbeizugucken. Ich glaube, das sind ein paar Wölfe oder so, die hier rumstreunern. Und ich mag noch zur alten Mine gehen in dem Deal und mache dann vor der alten Mine direkt meinen Cut, weil das ist doch etwas dämlich, wenn man so auf halbem, nicht nur halbe Weg, wenn man so auf 3/4 Weg dann jetzt sagt, ja, jetzt mache ich hier meinen Cut und morgen mache ich den Rest vom Weg. Das ist doch etwas dämlich, finde ich. Und außerdem ist die Mine wirklich nur ein Steinwurf entfernt. So, da geht's jetzt hier. Schon ein beeindruckender, riesiger Komplex, oder? Was sich das einfach mal anguckt. Da ist der massive Fels, da ist die Höhle schon aufgerissen worden. Da kann man durch, da werden schon diverse Häute gespannt. Entweder zum Trocknen oder generell schon getrocknet als Wände für die kleinen Kabuffs hier. Da hat man noch Winde, um hier die Mine aufzumachen. Schade, muss ich sagen, ist hier in dem Spiel, dass ich jetzt zum Beispiel an so einen Erzklumpen tragen kann und kann jetzt hier irgendwelche Sklavenlieder singen, während ich hier den Erzklumpen abbaue. Aber auf der anderen Seite ist es halt doof, weil nichts bei rumkommt. Ich kriege keine Erz davor, obwohl ich hier das Ding abbaue. Das ist schon etwas schade. In Gothic 2 haben sie das dann besser gelöst. Oder in Gothic 3. Ich bin mir nämlich sicher, in 1 oder in 2 oder in 3 haben sie das besser gelöst. So what? Ich mache jetzt hier meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.